Es Gesinterheit. Shalom Aleichem. Ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid begrüßt zu unserem Programm Es Gesundheit. Wir sind in unser Guten und wir wollen nachweisen, wie wir können bekommen Schaaf. Unser Thema heute ist Schaaf, ein sehr wichtiger Meichel bei Ihnen. Und Schaaf wächst wild in New York und bei ihm ist in den Vereinigten Staaten. Ich bin umgekommen ein bisschen früh und gefunden, als Schaaf wächst du in Garten. Kommt. Und das ist wilde Schaaf. Das ist ein Gewächs mit 3 Blättern wie kleine Herzlech. Kann das versichern? Versichern ein bisschen. Ist ein bisschen säuerlich. Das ist also wie eine Lemon. Mhm. Jetzt lassen wir mal rein in Holz. Mhm. Und jetzt dort haben wir wilde Schaaf vom Garten. Dort ist Stammschaaf, Gartenschaaf. Und da etwas Interessantes, das ist rote Schaaf mit schönen roten Adern. Sehr schön. Ich gehe abnehmen die Stammen und zerschneiden das Schaaf. Und mit Schaaf werden wir die langen, harte Eier. Jetzt lassen wir jetzt gehen kochende Eier. Schön, das angeht später. Schaaf zerschneide ich auf kleine Stücke. Rukhl, kannst du mir helfen abschälen die Igelkes? Ja, sicher. Leut Dr. Mordke Schaichters wunderlichen Lexikon. Ich kenne ihn. Aha. Leut die Gewächsenwelt auf Yiddish hat Yiddish 16 Synonymen für Schaaf, nicht weniger wie 16 Synonymen. Schaaf, Schavel, Schavets, Schavets. Ich habe schon ein Pfund Schaaf zerschnittene. Und die Igerkes können wir und die Zibbels können wir schneiden später, wenn wir kochen auf das Schaaf. Jetzt lassen wir gehen kochen das Schaaf. Dort habe ich 2 Quart Wasser. Und Rukhl, da lassen wir ein bisschen Salz. Gibt sie 1 Löffel Salz. Schon 1,5 Löffel. Gewöhnlich wollte ich sie gegeben 2 oder 3 Löffel. 2 oder 3 Löffel. Schwer. Und die zerschnittene Schaaf. Es darf kochen 20 Minuten, eine halbe Stunde. Bis es kocht sich das Schaaf, zerschneide ich die Igerkes und die Zimmerzibbele. Und mit der Zimmerzibbele, was dient als besser? Was wir dann machen zusammen mit dem Schaaf, das hat sehr starken Tarn, ist Kremslach. Kremslach haben sehr delikaten Tarn. Kremslach macht man gewöhnlich Pesach, was ist gemacht mit Matzah. Nur ich habe es lieber ganz Jahr. Ist zuerst, wenn wir reintun die Eier in einer großen Schüssel. Dazu mit sehen, ob sie da Blit trocken. Kuschen. Zuerst Rukhl, das Wort Kremsel ist eine von den kadmoinsten jiddischen Wörtern. Eine von den ältesten jiddischen Wörtern. Ja, ich habe nicht gewusst. Es ist von einem lateinischen Komponent. Und das Wort Kremsel befindet sich auch viele in der Gemorre, in der Tosafos. Danke. Du meinst, die Tanoim haben gewusst, was soll sie kochen? Die Tanoim nicht, aber Rabbeinu Tam, ja, das Einikel von Rashi, hat ermahnt das Wort Kremsel, wenn schreibt wegen größere Sachen, man macht Hamoitze. Auf Kremslich nicht. Und das ist eine von die, das ist das erste Mal, wenn man findet das Wort Kremsel geschrieben wird. Ach, interessant. Gut, ich habe erst geklappte Eier.
Und jetzt ziehen wir an die Matzahmehl, was ich habe schon tue. Das ist ein halber Teppel Matzahmehl. So, das ist sehr leichtes Rezept. Man kann es machen 1 und 2. Und euch ein Löffel Zucker. Das ich machen mit der Hand, also wie man Bobberfleck machen. Ich tue ein bisschen mehr wie ein Löffel, weil ich habe lieber so ein bisschen süßer. Ein Löffel Salz. Und Wasser. Was darf man? 3 Viertel Teppel Wasser. Und du, es wird noch stehen. Wir werden es lassen stehen nach 15 Minuten, bis der Werk ein bisschen gedächter. Und dann wird es ein genug gedächt, dass man so können machen, der Latkes für den. Jetzt ist der Teig schon gerät für den Kremslach. Ich habe ungeheizt Bäumel in der Patelnia. Ein Löffel in dem Teig. Wir machen im 5 Kremslach in ein Patelnia. Das ist groß genug. Jetzt prägeln sie sich. Ich will warten zu sehen, dass es leichte Bräun auf der hintersten Saat. Ich kann es daneben drehen, also wenn es ausgreift. Das ist ein leichte Bräun auf einer Saat. Rukhl, kannst du drehen nachher den Schad? Ja. Steuer. Der Schad ist schon abgekocht und wir wollen es abkühlen, Wasser. Machen wir einen kalten Bad mit Eis und Wasser in eine große Schüssel und eine kleinere Schüssel stellt man rein in ein wenig. Das ist eine plastische Schüssel. Es ist durch gläserne Schüsseln und plastische Schüsseln. Ich habe besser gewollt nutzen eine plastische, weil Glas insuliert und es bleibt heißer. Länger. Rein. Ich habe schon Hände von Asbestos. Ich arbeite im Restaurant also viele Jahre. Das soll sich bald abkühlen in einem kalten Bad. Jetzt wird, als der Schad ist schon kalt und als Rukhl schält ab die harte Eier, machen wir den Schad. Es gibt sie die schön zerschnittene Egerkäse in Zimmerzwiebeln zu der Schad und ein bisschen Smetana euch. Ein Topf Smetana oder ob es willst, 2 Teppich. 2 Teppich Smetana. Gibt hier ein bisschen Suppe in der Smetana. Soll sich gut zu gehen. Ich will nicht raten, zu viel Suppe, weil dann nicht noch keine Smetana werden in kleine Stücke lassen. Das will ich nicht. Jetzt haben wir unser Schaf mit Kremslach. Lassen wir es versiechen. Sehr gut. Jetzt wir hoffen, dass ihr dann nur gehabt. Das Essgesinnte Hecht.